Wir mengen oft, dass es 1919 just d'Frauen waren, die d'Wahlrecht kruten. A Wirklichkeit waren doch einer Kategorie Leute an der Bevölkerung, wie die mehr armen Bauern oder Erbechter, die wenn's dem Zensussystem bis dann nicht stimmen konnten. Mit der Einführung vom allgemeinen Wahlrecht entstehen neue Wählergruppen, Parteien müssen sich adaptieren und eine neue Realität. Bauernwelt, das wo ein Elektorat wird, besonders sich von der Rätspartei, der Vorgängerin von der CSV, angeschwärzt wird. Und dann natürlich die Arbeiterschaft von der Sozialdemokratie. Bei den Frauen wird nicht gerade so klar, aber du hast gemerkt, die geben noch echt konservativ wählen. Auf alle Fälle und Parteien sich müssten neu ausrichten und auch ihre Programme in Funktion von denen neue Wählergruppen formieren. Bildung hat immer eine grosse Rolle an der Diskussion über das allgemeine Wahlrecht gespielt. Am Anfang gouf sie als Argument dagegen benutzt. Die armen Leute, die Erbechter und Frauen hätten keine Bildung, könnten nicht lesen und schreiben und dürften wenigstens nicht zugelassen für Wählen zu gehen. Das Argument gouf dann aber gekippt. Weil Bildung tatsächlich besser ging als 1911, als die nächste staatliche Mädchen Lycée zum Beispiel gewesen wird, das Argument auf einmal hat sich umgedreht, das gesagt ging von denen, die das Wahlrecht wollten abwehren, aber die Leute tun Bildung, da gibt ihnen endlich das Wahlrecht. Gesagt, dass Bildung wirklich ein wichtiger Punkt daran war. Und was auch noch dabei kommt, ist, dass die Schulbank ein bisschen die politische Bildung symbolisiert. Es hat 1919 schon eine Bürgerkunde, wie das früher genannt ging, als nur 1919 ist das noch viel mehr wichtig für die Leute, über das neue Wahlsystem aufzuklären, wie das alles funktioniert.